Immer am Morgen ist die Hex zum Stall übergeschlichen. «Hänsel, streck die Finger raus, dann kann ich spüren, ob du schon bist dick geworden», hat sie gekrächzt. Der Hänsel war zum Glück ein schlaues Bürstchen und hat ihr immer nur ein Knöcheli vom Poulet, das er gegessen hatte, rausgestreckt. Weil die Hex nicht gut gesehen hat sie echt geglaubt, es sei dem Hänsel sein Finger und war enttäuscht, dass der nicht dicker geworden von dem vielen guten Essen. Wo nach 4 Wochen immer noch nichts geändert hat, ist die Hex ungeduldig geworden. Sie wollte nicht mehr länger auf ihr Festessen warten. «Hey da, Gretel, gang hol ein Kessel Wasser. Jetzt ist es soweit. Mir ist gleich, ob der Hänsel jetzt fett oder immer noch mager ist. Morgen ist er dran, da wird er gekocht.» Oh je, wie hat das Gretel gejammert und gerannt, als sie das Wasser holen. Tränen sind ihm in ganzen Bechtbacken durchabgerugelt. Bitte, jemand muss uns doch helfen. Es wäre ja gescheiter gewesen. Die wilden Tiere im Wald hätten uns gegessen, als das hier zu erleben. «Ach, kannst du hören? Es hilft sowieso nichts», hat die Hex nur gelacht. Und wirklich, ganz früh am Morgen musste Gretel raus müssen, den Kessel mit Wasser aufhängen und Feuer anzünden. «Als erstes wollen wir backen», hat die Hex befohlen. «Ich habe den Backofen schon eingeheizt und der Teig geknetet.» Sie hat Gretel vor sich hergemüpft, raus zum Backofen, wo die Flammen so gezüngelt haben. «Schnack rein, auf allen Vieren und spür, ob es heiß genug ist, für das Brot reinzutun.» Die Hex war sicher, dass der Ofen heiß genug ist. Sie wollte nur das Gretel gerade reinschöpfen, wenn es gefolgt. Schliesslich wollte die Hex auch das Mädchen braten und aufessen. Das Gretel war nicht dumm. Es hat gemerkt, dass das ein Fallen ist. «Aber ich weiss gar nicht, wie ich das machen soll», ist es neben den Ofen gestanden. «Du dumme Gans, das ist doch ganz einfach. Der Eingang vom Ofen ist so gross, da könnte sogar ich reinkriechen, um zu spüren», hat sie gegiftelt und den Kopf zum Zeigen reingesteckt. Das Gretel ist hergekumpelt, hat der Hexe einen Schubs gegeben, so dass sie reingefallen ist, bevor sie die Türe zugeschlossen hat und die Gefahr für immer vorbei war.